Ekjran! Ekjranen geef niet op, als warme waar. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Mit Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vrienden. Welkom vandaag tot het programma ekjran. En welkom Jake en David en Heidi. Vandaag hebben we hier Jake zum ersten Mal. Ik ben zeer dankbaar dat u hier bent voor dit programma. Ik weet, u bent zeer bekend over radio. Maar dit is een art radio waar we dat ook filmen. Vandaag wordt Jake al vaker hier hand. Vandaag ga je die avond mal zijn. Dankeschön nochmal für hier sein. Du bist ein guter Freund. Kannst du einmal probieren sagen, wer du bist? Ik zie Jake Fair en ik ben opgewassen. Ik kom van Canada, Saskatchewan, van de Saskatoon gegend. En we kwamen dus niet bevrijd lied naar Bolivia in 76. En zo dat is een kaarten waar ik zie en ik zie nu hier. Dat is al een paar jaar terug, niet zo, dat je dan hier bent. Ja. En nou, dat lijkt ze nog Heidi en mij. We komen ook als jong bevrijd lied hier in Bolivia. En dan zie je dat het erschijnt dat we zo'n goede vriend hebben als jeugd hier. En dank je voor dat meedelen. Vandaag willen we even treuren reden. Even treurig zijn, treurig over een mens wat we verloren hebben. Zuster, broeder, een jong, een vriend. Veelmaal dat je eens jonge mensen, die hebben vielleicht nog geen jong mens verloren in ihr Leben. Aber ich glaube, meist jeder eine hat al irgendwo mal muss vielleicht einen anderen Mensch verlieren. Und von daher sagen wir hier, alles Menschen, was wir irgendwem verloren haben, was uns dicht bei wir, aber das sind alles verschiedenste Menschen. Und wir wollen von daher mal mit David anfangen. Wer wird das für dich, oder eine Person, welche Person, was du verloren hast? Ja, für mich wird das, als ich 4 Jahre alt war, dann starb mein Vater. Nicht? Und das, ich kann mich sehr, wenn ich denke, ich war am Beratungsproblem, ich war nach Kreit, das letzte Mal, wo wir am Hospital, im Krankenhaus, dort so viel kann ich mir denken, aber von da wieder kann ich mir noch denken von meinem Vater nicht. Aber du musst dann eben abwarten, einteils ohne Vater. Ja. Aber zwar du dann nur einen anderen Vater gekriegt hast. 4 Jahre später befriedigt meine Mann sich frisch. Und der ist sehr gut zu uns, aber das ist niemand zu selber Vater. Und du ist trotzdem, vielleicht nicht aus 4 Jahren schon jung. Für mich wird der Trauer, er hat dann getrauert, aber davon kann ich mir nicht viel denken. Mein Trauer, wo ich wirklich so mit gearbeitet habe, der kam aus 13, 14, 18 Jahren, vielleicht die Jahre. Du musst dich mit vorig Jahren lernen, nicht? Wo ich mich selbst frage, die Jahre, wer sehe ich? Und du musst ich mit dem Trauer vorig Jahren da, nicht? Das ist interessant. Heidi, kannst du mitteilen, was du erlebt hast? Ja, meine beste Freundinnen waren vom 4. Kind schwanger. Und der Mann, der bitte Ziele machen, in dem Stück eine Wespe, und die fällt dort all und 3 Tage später wird er dann gestorben. Und ich war dann in Brasilien und sie war ganz weit weg in Deutschland. Und ich hatte viele Pläne in meinem Leben. Ich will in eine Bibelschule gehen und will vieles erleben. Und ich wusste, es war sehr wichtig, dass ich nach fahren soll. Und ich trug für 6 Monate nach mit haar taub. Und wir wohnten dann taub mit den Kindern. Und das Baby kam dann auch. Aber das war sehr schwer. Das wäre sehr viel Tränen waschen und sehr viel eine Person wirklich an der Hand foten und begleiten. Und ein Vers, von dem sie immer weiter geredet hat, jeden Morgen sieht sie sich dem selbst ab, der ist in Römer 8, Vers 28. Da sagt es, wie weit dass Gott in alle Dinge immer das Beste für uns hat. Und für die, die am gut sind, oder für die, was sie nicht Kinder sind. Und sie sagt immer, das macht nicht das Beste, wie Gott ist mir doch gut. Aber das war eine sehr schwere Zeit. Und wir sind taub durchgegangen. Und was ich in das Programm wiedergeben will, ist, wenn wir Menschen kennen, die so durchgehen, dass wir uns wirklich, dass wir unsere Sachen tachluten und dass wir nach so einen Menschen einfach gehen. Du machst vielleicht nicht Handradio, aber dass wir uns Zeit nehmen und mit diesen Menschen taub trauern und denen
Drohne wäsche und einfach für den da sein. Das gibt Momente, du machst nicht viel was sagen oder du machst einfach dabei sein. Ja, en Jake, nu bist du honoré. Ik geloof voor die is dat ook wat zeer dichtbij het was. Ja, en zeg, ja, terugdenken deed waaraf, dus van jou, het programma. Dat Schriew dus een grote waal en meer wat een waar even champt, de Truaren. We verloren ons 18 jaar jong, in 2002 in februari. En de mensen probeeren ons een troost te geven en zeiden zo'n dingen, nou, dat wordt nog lichter worden, met de tijd wordt nog lichter worden. Voor mij was dat geen troost. Ik was eerstens in shock, dat we zo groot zo een ekjran zo zijn hoofdlevendig weer betijpt, ohne Wirklichkeit, Feilung. En dan fühlen wir uns so sehr geschlagen, dass wir können sogar verlangen Stout meist nicht tun. Dass wir, ich sage, dass wir so viel Arbeit bloß zu Show zu bringen. Und das nimmt lang. Und viele Menschen sagen, in 3 Jahren, da wirst du das alle ewig sein. Nein, ist das nicht ewig in 3 Jahren. Weil wir sagen immer, wer gelebt hat, der wird auch Truaren. En die wordt kunnen werkelijk Mitleid hebben. En we leven dat, die wordt kunnen en troost geven te anderen en die wordt ook Mitleid hebben. En we zijn ons grootste bijspel, ons grootste exempel wat voor ons is de Heer Jezus. Hij heeft de wereld zo geleefd, hij heeft ons zo geleefd, dat hij heeft het laatste geleden en het dolste. En doorweens hebben we de grootste medleid met de Heer Jezus Christus. En dan wil ik nog één ding zeggen. We zeggen immer, met de tijd, je moet dat accepteren, je moet die daartoe aanstellen. En mensen hebben te mij gezegd, Jake, we willen die een troost geven. God wordt je durchführen. Je moet dit accepteren, dus van God. God heeft het toegelaten. En ik zei immer, nee, ik kon dat niet. Dat is niet mogelijk. Ik zei, ganz einfach voor mij. Ik wil mijn jong terug gaan. En dat merkt dat schwer. Ja. En met de tijd moet een zich aanstellen voor dit nieuwe normale leven. Er wordt niemals meer normaal zijn. Dat is nu een nieuwe normaliteit. Dat is een nieuwe normaliteit. En daar moeten we ons aanstellen toe. En we moeten ons door te checken. Te accepteren, voor mij is dat een ganz andere ding. Maar we moeten ons aanstellen toe wat God erlaubt heeft en wat God toegelaten heeft. Dat is interessant, verschiedenste Sieden te zijn. En ik geloof, ik meen, einer wil je dat niet meten, wie dat daarbij weer, als dat een grater Frint weer, als het een zeen schwander is. Ik geloof niet dat het daarom je dat te meten hier. Maar ik hier dat is wat sehr dichtbij het omhoort, wanneer dat een zeen is. Ik geloof, ik kan me dat niet voorstellen, wanneer ik dat niet een zeen heb. En dan moet ik me dat nog helemaal niet voorstellen kennen. Wij hebben hier, dat is een zeer bekend boek van een vrouw. Ze heeft al jaren terug, al in 61, heeft ze al een boek geschreven. Toen schreef ze van 5 punten wat een mens durchgeeft wanneer een mens verlieren dat, of een mens sterven dat. Dat ene is dat een dat verleden dat aan een tijd, dat is niet dat krijgt nou deze reden wat ze dat zegt. Dat mens zich dat verleden wil, die wil dat niet zo gaan. Eén is dat hij aanvangt dal te worden. En het andere is dat hij met God handen deed, den terug wil gaan, vielleicht dat is een. Dat andere is een depressie vallen. En dat andere is dat accepteren, wat u van de reden is, wat u niet ganz met einverstanden wirst, dat we niet unbedingt accepteren wat einer muss. Habe ich irgendeine Meinung über das? Das Buch ist nicht die Bibel. David, hast du eine Meinung über das? En voor mij, in mijn geval weer dat ik weer klein, niet? Ik ben 5 jaar. Dus ik kom me weinig denken van dem Truaren damals. Ik weet nog her, wanneer het een Schwurfall dat passiert weer,
dann, ich will nicht sagen, dass krijgt das Prozess geworden ist, aber ich weiß, was für mich helpt das dann, wenn Menschen mir vertellen, weil wir mich vorher was wir. So, dat is wie dat tijd mijn zuil gaat, want ik ga een keer de geschichte kan hier van mij voor. Dat hij had. Welke mensen, die mir ook veel aan, niet? Maar wenn Menschen mir die Geschichte vertelt, dat houdt mij, het freut mich dan. En iets wie als wir dat wir wat geldet. Er wenn meine Mutter uns vertelt, wie hij sich bekeerd hat, nicht? Dan kann man sich freien, eines Tages am Wahrheit zu sein im Himmel, nicht? Und das andere, was mir auch mal sehr, da schreiben Leute über meinen Vater. Ich verlor sehr viel Tronen, wie das Leute schreiben. Es waren dort für mich dann der Trost für. Und jetzt wie es waren dort durch, nicht sehr aufgeschlossen, ich freue mich trotzdem am eines Tages zu sein, aber falls jetzt wie da das Kapitel ist nicht aufgeschlossen. Ich mache das Leute sagen. Und das hat mich auch sehr angeregt. Das hat mich sogar auch zur Throne gebracht. Und Jake, du siehst, du hast nach Deiperet, wo Gott die durchgetragen hat. Kannst du das mal einmal kurz sagen? Ja, wenn es als jung gestorben ist, ich denke, da ich in Deipen toll da. Das wird mir so wichtig, wer wir und meine Sünd. Dass wir krank so dunkel zu der Zeit ist, dann, wenn ich mir mal das erste Mal bekehren will, wenn ich mir zu sein kriege, dass ich ein Sünder bin, und ganz unaufrichtig und schuldig für Gott. Und so wie das der Zeit, wenn es ans jung gestorben ist, und der starb sehr hastig, der wir plötzlich tot. Und dann habe ich gedacht, wo soll ich hingehen? Gott ist weit auf, der hört mich nicht. Wenn es ans jung gestorben ist, da werden Männer ram, die beten, dass er wird abstoßen vom Tod. Aber Gott braucht ihm nicht zurück. Und dann habe ich meinen Sohn versorgt. Ich will zum Eng und ich will weg von Gott. Und dann wird mir das sehr, sehr wichtig. Erst in Psalm 73, Vers 25, der Psalmist, der wird in sehr, sehr das nämliche Leog, ist was ich wird zu der Zeit. Und er sagt so steht, nur wem soll ich gehen? Bitte nur die. Wem habe ich im Himmel, bitte die? Und ab ihr, du hast keiner, was ich lieber macht, als du, mein Herr und mein Gott. Und dann, die zweite Geschichte, was mir sehr, sehr wichtig war, wir waren in Johannes Kapitel 6, da wird eine viel Nachfeier von dem Herrn Jesus Christus. Aber wenn es das erst zum Wiederjink, dann sagt die Bibel, viele Jünger, die verleiten haben und gingen nicht mehr nach. Dann dreht Jesus Christus zu Petrus und sagt, Peter, wirst du mich auch verlassen? Dann schickt Peter am Ohr und sagt, nur wem soll wir gehen? Deine wird sind ewig leben. Und dann habe ich rumgecheckt, habe ich an mich angecheckt. Und mir, du hast keine Hoffnung. Und mir, du hast kein Leben, ewig Leben. Und mir, du hast ich habe keine Antwort für das Leben und für das nächste Leben. Und dann habe ich rumgecheckt, noch andere Religionen, habe ich rumgecheckt, noch Menschen, die keine Antwort. Und dann war das noch Petrus in der Welt. Nun, wem soll wir gehen? Deine wird sind ewig leben. Und das brachte mich zurück zum Herrn und Gemeinschaft. Und wunderschön. Da wir das Schönste, wo die Erfahrung durch all die Trudentheit. Wow, das ist Worte zu rühren, aber wenn du, lieber Jugendliche, in so einer Zeit bist, dann möchte ich die Mut merken, geh nach Gott. Und kämpfst mit Gott durch. Das ist Jake auch da, reden mit ihm darüber, lese die Bibel, lese. Und wenn Menschen, die was sagen, was du nicht so glaubst, hörch nicht ab dort. Geh einfach nur die Bibel, wenn es die ist, das ewige Leben. Die sind wahre Wert. Ich möchte die Gottes sehen wünschen und ich möchte eine Umarmung wünschen mit viel Trost, wenn du so was durch ist. Gottes sehen. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von ekjran oder schreib uns ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.